Empam piccolo Nicolastic. Habe die Ehre, ich bin's, der Birgis, Flugiane, im neuen Jahr und das ist der Kane, der hat's im Kreuz, der kann halt nicht. Der hat's nicht im Kreuz. Eigentlich hat es nicht im Kreuz, dass er anwesend ist. Genau. Ah, es ist Speziwirtschaft, 2/3 und dafür haben wir Silikonspritzen dabei. Hau die rein. Gut, sehr schön. Zauberhaftes Intro, so kann es weitergehen, ganz Jahr lang. Kruzifix. Schon wieder 52 Folgen, eine Scheiße, das gar nicht, ich krieg's kotzen. Ah ja, stimmt, tut mit dem Kaffee, tut man normal nicht Prost. Ah, das ist ja kein Kaffee. Aber du hast nicht abgesehen, das schützt man. Köstlich, wunderbar. Köstlich schmeckt. Da, Phase 1, frohes Neues, ihr Fotzen. True, hätte ich jetzt voll vergessen. Ja, wie lange, das habe ich mich erst die Tage gefragt, gibt es eigentlich irgendwas, wie lange wünscht man Leuten, die man noch nicht gesehen hat, ein frohes neues Jahr? Wann ist so dieses Datum erreicht, wo ich mir denke, okay, jetzt wird's manche Leute sehen ich bloß im Volksfest, also alle Jahre halt eigentlich so. Frohes neues, Diggi! Warum eigentlich aber nicht? Wie lange macht man das? Das war eigentlich, das habe ich mir nämlich letztes Mal gefragt, weil ich finde es jetzt schon komisch, so noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ja, was haben wir heute jetzt? Den 11. Ja. 11. oder 12. oder was weiß ich. Keine Ahnung. Was hast du denn Smartwatch? Kann man dich nicht fragen. Hey, hey Siri. Der 12. ist halt. Hey Siri, was für ein Datum ist heute? Kannst du da drin sogar Discord nachschauen? Der kann ja gerade geschrieben. Was schreibt er? Was schreibt er? Das vor? Kann ich möchte irgendwas? Merci, ja, so eine möchte echt. Möchte echt? Was hast du geschrieben vorher? Ich hab ihm geschrieben, er soll sich eine Thai-Nutten holen, die aber am Kreuz umeinander steigt. Ja, geht. Die möchte übrigens echt. Die möchte er haben. Du musst da nicht bestehen, du Trottel. Ja, weißt du, was es ist. Also heute ist der 12. Bis wann wünscht man jetzt das die Leute? Genau, das sollen bitte die Leute entscheiden. Ab wann wird's lächerlich? Ich finde es eigentlich jetzt schon lächerlich. Ja, weil ich bin nämlich ich kann es nicht mehr aussprechen. Es gibt doch jetzt für Instagram diese Threads. Da kann man sehr viel Spucke mit. Ich wollte gerade sagen, rotz mir ins Gesicht. Threads. Und hey, was da mit den Menschen los ist? Leck mich am Arsch. Also das ist wie eine Plattform, wie als wenn es die noch nicht gibt und die Leute denken sich, das Internet vergisst alles. Hau mir ab, ja, was die Leute davon so, sich preisgeben. Das ist so wie früher, so Twitter 2012, da hast sprichwörtlich eine Anleitung für Napalm einposten können und kein Mensch hat was da und heute, wenn ich zu irgendjemandem sage, du Arschloch, bist gesperrt. Ja. Und das ist halt einfach da stehen irgendwie... dann so Sachen drin, auch Frauen, da wo dann einfach so drin steht, wascht ihr wirklich euren Satisfyer jedes Mal nach dem Benutzen? Da wo ich sage, alles klar, ich bin wildfremde Menschen, ich hab die noch nie gesehen, gehört und dann schreiben da 200 Mädchen, nö. Gut, okay. Nö. Aber das ist eine ganz komische Staub Plattform. zu Staub, Tricke die Kache zu Tricke der Kache. Also ganz weird. Aber wollte ich jetzt nochmal Ich loswerden. hab Threads auch mitgekriegt, ja. Ich hab mich kurz eingeloggt, hab eine Umfrage gestartet, wie behindert ist diese Scheiße hier? Ja, schon. Aber Und ganz doch. dann war's wieder. Ja. Dann war's es wieder. Weiß ich nicht. Gibt ein paar, die springen da natürlich sofort auf und denken sich, neue Plattform, da muss ich gleich mitfahren dabei sein. Und dann gibt es wirklich Leute, die haben so brunzenblöd, die kaufen sich auf Twitter und auf Instagram dieses blaue Mackerl. Es gibt wirklich Leute, die kaufen das. Okay, Weißt du das? Ja, weiß ich. Ich sitze selber so daneben und frage mich so, schau her, wenn du dir irgendwann einmal so richtig nutzlos behindert vorkommst, dann denkst du an so Leute, die sich so ein blaues Mackerl kaufen. aber und dann kehrst du aus dem Leben was gejätet. dingen dann diese Leute? Also es Jetzt ist ja wird praktisch wirklich, also ich finde, es ist aber nicht so verrufen wie manch anderes. Wenn jetzt du ein blaues Hackerl hast, da denken sie, also da die beim ersten Moment jetzt ohne noch zum Dinger einfach Dinger, okay, der muss was bekannt sein oder irgendwie sonst was. Das war jetzt der erste Gedankengang. Genau. Um das geht's. Weil es andere Plattformen gibt, wie zum Beispiel auf YouTube, da kriegst du das blaue Hackerl nicht gegen Geld. Das kriegst du erst, wenn du groß genug bist und fake genug gemacht hast dafür. Aber das, was die meisten halt nicht wissen, ist halt, da kannst du das ja ganz easy Wein. Da kannst du sich jeder kaufen, ja. Und dann sagst du irgendwelche super Expertenkommentare unter irgendwelche Dinge und meinst, das blaue Hackerl suggeriert halt so ein bisschen, das muss irgendeine wichtige Person sein oder sonst irgendwas. Dabei zahlt er, was kostet denn das Ding? Weiß man das? Ich weiß nicht, ich hab mir noch nie. Also ich werde den Teufel tun und was soll ich Scheiße, wie behindert Leute eigentlich. Klang ich schon wieder. Ja, wieder auf. Kann man sich das bei Threads auch kaufen? Ja. Das weiß ich nicht. Also bei auf Threads, meine ich. Kann man sich das sagen? Threads. Ja, Threads ist einfach
Ja, ich habe mal andere runtergeladen, weil auf Instagram immer die Werbung kommt, da sind echt witzige Threads mittlerweile manchmal drin. Das ist ja, aber das ist nichts anderes, da kann ich am Facebook-Scheiß auch posten. Das ist genau dasselbe in Grün. Da postet ja jeder nur noch Idioten-Scheiß. Ja, das ist generell richtig, aber es ist ähnlich wie in TikTok. Da ist auch nur Idiotenscheiß. Ja, aber der Idiotenscheiß kommt auch nur, wenn du dann nur Idiotenscheiß anschaust. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist, warum meine ganze Timeline mittlerweile voll ist mit arabischen Zeichen, die ich nicht lesen kann. Ich glaube, dass wenn ich sag mal, am Tag scrolle ich gefühlt 2 Minuten, einmal durch mein Facebook-Teil, ich weiß nicht warum, aber ich scrolle einmal durch und ich weiß gar nicht, wie viele Accounts, dass ich wegblockt habe. Ja, das hört aber einfach auch nicht auf. Also Facebook lernt da nicht so draus. Ich glaube, das mag er nicht. Na, und das... Es haben da viele Seiten, die wo du früher mal geliked hast, die wo einfach abhanden gekommen sind. Glaube ich, die wo gehackt worden haben oder sonst was. Ja, aber ganz ehrlich, wer benutzt noch Facebook? Ja, ich nehme es nur her für irgendwelche lustigen Sachen, wenn überhaupt. Aber was für lustige Sachen? Was heißt, lustige Sachen. Facebook habe ich eigentlich drauf, wegen Geburtstagen. Selbst ich schaue nicht mehr an, weil es mir einen Scheißdreck interessiert, ganz ehrlich. Ja, nur weil du auch keine Freunde hast. Das stimmt. Wie ich. Deswegen sitzen wir mich halt zu zweit an dem Tisch, das ist richtig. Scheiße, es wird immer weniger. Und, also eigentlich wegen Geburtstage und auch so Veranstaltungen oder sowas, die wo ab und zu nur mit drin haben. Das finde ich jetzt auch noch nicht schlecht. Aber sonst eigentlich... Na, ich glaube, ich werde meinen Facebook-Account nicht mehr benutzen, wenn ich nicht eine halbwegs öffentliche Person im Internet wäre. Dann hätte ich es nicht mehr. Mhm. Und selbst jetzt benutze ich es nicht oft. Also ich poste meine Streams nicht, ich poste meine Videos, ja, aber der kommt ja bloß noch alle 6 Monate mal eins. Ich nehme es nicht mehr her. Mhm. Und wenn mir ein Bettlein posten, ja, in meinem Shop gibt es 20%, wow. Da wundert mich schon lange, dass wenn du die Timeline nämlich einmal durchgehst, da ist alle 4 Wochen kommt der Post mit, da mein Shop kaufen. Ja, aber wundert mich, dass da noch keiner was gesagt hat. Na, aber es kommt ja nicht mehr früh auf Facebook, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber das halt müssen ja immer noch hunderte Millionen Leute nehmen. Vor allem, das heißt ja wie die Boomer, also die Boomer-Plattform. Ja, aber mittlerweile ist sogar Instagram, glaube ich, eine Boomer-Plattform, was ich jetzt mittlerweile mitkriege. Die ganzen Jungen sagen anscheinend, juckt nicht mehr. Ja, das Zeitalter der Short-Videos ist dafür verantwortlich, glaube ich. Ja. Glaube ich. Ja. Dieselbe Short-Scheiße ist ja mittlerweile auch gewichtiger auf Instagram als als Beutel. Money. Ja, die Short-Leute haben aber die wo einfach nicht auf TikTok gehen, weil sie sagen, TikTok ist scheiße und dann gönnen sie sich den ganzen Kack auf Instagram. Was ich genau sagen, da ist er ja so viel anders. Ja. Ganz ehrlich, auf YouTube ist er auch nicht anders. Was ich schon sagen muss, gut, das liegt vielleicht aber auch am Algorithmus, wenn ich da ab und zu, da wünsche ich mir auch, dass ich die Shorts durchgehe und so weiter, da ist keine so eine cringe, absolute Fremdscham-Scheiße dabei, wo irgendjemand behindert umeinander tanzt oder irgendwas sinnbefreit. Keine Ahnung. Das ist doch nicht so schlimm, finde ich, wie auf TikTok. Ja, weil du TikTok hast du wirklich ganz viel Random Stuff. Und da, wenn du Geld in die Hand nehmen, hast du diesen Random Stuff auch ohne deine Analysen. Die kämen dann einfach mitten reingeschissen. Da kommt dann 10-mal derselbe Typ innerhalb von 30 Videos, was du denkst, alles klar. Ja, wenn ich meinen Content mit Geld bewerben muss, Kinder, nach 7 Jahren ungefähr YouTube-Erfahrung kann ich sagen, wenn du deinen Content mit Geld bewerben musst, lass es sein. Lass es just don't. Lass einfach bleiben. Es hat einen Grund, warum es Geld zahlen muss, damit es sich jemand anschaut. Oh ja, das stimmt leider. Ja. Das stimmt leider. Nein, was hast du denn drin? Ja, aber was habe ich denn hey, jetzt haben wir uns wie lange nicht gesehen? 3 Wochen, glaube ich. Ja? Gute 3 Wochen. Da muss ja jetzt irgendwas passiert sein, wo man sagen kann, hey, war leck geil, das muss die krasseste gefüllte Folge ever sein. Ich habe Corona gehabt. Den ganzen Tag wieder LOL gespielt, ich habe die genau zugeschaut. Ja, es waren 5 Tage und in den 5 Tagen bin ich geraced. Wo bist du? Was für ein Rang bist du mittlerweile? Smaragd. Ja, ich habe mich wieder in TFT auf Hypertier aufgezockt. Das ist schon crazy. Und bin mittlerweile 200 Punkte. Ich habe vorher gerade, bevor es gekommen bist, habe ich noch mehr Runden, bin Erster geworden, habe 130 Punkte noch mit draufgelegt, so habe ich 4400 irgendwas. Du bist jetzt Rang 500. Nein, es geht nicht mehr weiter wie Hypertier. Ja, aber so viele Punkte habe ich, glaube ich, noch nie gekriegt. Ich weiß nicht, ob danach nochmal sowas wie... Der Kani hat schon wieder geschrieben. Was hat der Kani geschrieben? Ja, irgendwie ist er ja doch dabei. Noch, glaube ich. Was? Ist von vorher, glaube ich, noch. Also, ja, dann hat mein Handy ein wenig einen Brain Lag. So, wo waren wir jetzt gerade? Hypertier. Ja, stimmt. Hypertier, wenn ich weiß, was TFT ist, es ist ein Ableger von League of Legends, so wie Auto-Chess. Strategiespiel. Ja.
Ich dachte jetzt einfach, das ist Strategiekarten, irgendwas, Brettspiel-Ding. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll sonst. Das ist, mittlerweile habe ich so verstanden in dem Spiel, dass das für mich ganz normal ist, wie das funktioniert. Versucht mal TFT jemandem zu erklären. Ich tue mich selber manchmal spannend. Unfassbar schwierig. Oh, ich wüsste nicht, wie ich anfangen soll. Ja, ich dachte mit dem Brett anfangen tatsächlich, wie es funktioniert. Wenn ich jetzt meiner Mama erklären müsste, was ist TFT und wie funktioniert es grob? Da ist ein das Problem fängt ja meistens dann schon, wenn du irgendwelche Leute erklärst, die wo damit nichts zu tun haben. Ja. Wie funktioniert der Computer? Ja. Da fangst ja. Aber selbst zum Beispiel ein Spezi von mir, der durchaus viel Computer spielt, wenn ich dem jetzt erklären müsste, was TFT ist. Selbst dann tue ich mich schwer. Es ist rundenbasiert, das ist einmal das Erste. Du hast also ein Brett mit Hexagon-Fader, glaube ich, ist ja wurscht, auf alle Fälle mit Fädel, ungefähr Sim auf Sim rein. Und da platzierst du Champions drauf. Und Schachfiguren. Im Prinzip wie Schachfiguren. Und dann läuft der Timer ab und wenn der Timer abgelaufen ist, dann macht der Gegner das auch und dann kämpfen die automatisch gegeneinander. Also du kannst den nicht steuern und so weiter, aber du kannst halt den bestimmten Konstellationen da hinstellen und denen Items geben, damit sie stärker werden und dann kämpfen die gegeneinander und wer gewonnen, also wer hat dann gewonnen. Aber da steckt ja noch so viele Mechaniken dahinter, was den Spaß ausmacht, dass du dir jede Runde kriegst du Gold. Wenn du gewinnst, kriegst du mehr, wenn du verlierst, kriegst du weniger. Und dann kannst du die neuen Helden kaufen und dann kommt unten dieses Random-Kartendeck. Ein bisschen langsamer reden, weil sonst schauen es alle so wie er. Ja, genau. Und da kann ich so, Schlaganfall, ein bisschen selber getan. Ich kann es nicht erklären. Ja. Runden dauern ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn du unter die Top 3 kommst. Oder es kann auch mal noch 5 Minuten gehen, wenn du einfach Pech gehabt hast. Der Random-Faktor ist ziemlich groß und den Bild, den ich da zusammenbastelt habe, den spielt keiner. Den spielt niemand, keine Ahnung. Und dann bin ich eigentlich fast in jeder Runde Top 4. Ja, das ist wahrscheinlich ja der Erfolgsfaktor. Und ich glaube, genau. Hyperroll ist halt bei weitem nicht so viel gespielt, weil es ja doch eigentlich keine, weil ich sag beim großen TFT, beim normalen TFT, das wo halt nicht ein Schnellmodus ist, da gibt es ja den Rang, den wo man dann überall sagt. Das gibt es ja bei Hyperroll gibt es nicht. Ne? Genau. Das habe ich zuerst da, also zum Verständnis, das große TFT, das dauert viel länger. Also das dauert ewig. Das ist sehr zäh. Da haben die Timer zwischen die Runden doppelt so lang und ein paar Mechaniken funktionieren anders. Da kann ein Spiel einmal 40, 45 Minuten dauern auch. Ja. Und das war mir irgendwann zu lang. Das habe ich zuerst da. Da war ich aber auch schon Diamond auf jetzt die ganze Zeit. Das hat schon funktioniert. Ja, kann man das nachschauen? Jetzt nicht mehr. Fangt ja die neue Season an. Verdammte Scheiße. Vorgestern. Ja, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr da. Und dann habe ich Hyperroll entdeckt. Das ist der Schnellmodus. Da dauert das Spiel, wie gesagt, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und da gingen halt 2-3 Spiele anstatt eins. Und das ist was für mein Pap Tetris war. Der hat jeden Tag, wenn er aufsteht, Kaffee, Tetris, Kippen. Und für mich ist Kaffee, Kippen, TFT. Und dann bin ich wach, so nach 20 Minuten und dann kann es losgehen. Ja, aber ist doch eine schöne Routine. Schöne Routine, ja. Schöne Routine am Wochenende. So viel zu TFT. Hat keine Sau nicht interessiert wahrscheinlich wieder, aber... Na, aber... es kostet übrigens auch nichts und es ist ja kein Pay-to-Win. Das macht Riot nach wie vor ziemlich gut, muss ich sagen. Und die neue Season ist jetzt raus. Trailer gesehen? Ja. Kannst du sagen, was magst du, Herrn geil? Und jetzt sitze ich wieder da, Trailer, gib mir endlich das MMO. Apropos Trailer. Also den kurzen Ausschnitt der zweiten Staffel von der LOL-Serie gesehen. Sinst. Dem im Sinst und mit dem Brackel glaubst du, dass der Warwick ist? Hundertprozentig Warwick, der doch, safe. Meinst du, dass der Warwick ist? Ich glaube, ja. Ja, man sagt es aber nicht so 100%. Ja. Aber der ist auch oder? Der schaut aber auch von der Haltung her genauso aus wie der Warwick im Spiel. Ich überlege gerade, mittlerweile spiele ich auch wieder viel Aram. Eigentlich jeden Tag auf die Nacht spiele ich wieder Aram, deswegen bin ich wieder ein bisschen drin. Warwick ist schon, der hat auch so Chemspritzen im Knack drin und so weiter, gell? Also der kann schon eine Ausgeburt vom Sinst sein. Ich weiß, ich kenne die Lore von den Dingen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne es nur durch die Serie. Arcane, by the way, da haben wir schon oft drüber geredet. Und mit Abstand, mit wirklich, ich wüsste nicht, was da ansatzweise ohne kommt, in Sachen Spielverfilmung. Ja. Ich wüsste nicht, was da ohne kommt. Es ist so unglaublich gut, auch wenn man nichts mit League of Legends zum Tor hat. Unfassbar krasse Charakterstories und Charakterentwicklung. Und was ich nicht für möglich gehalten habe, ist, in LoL gibt es diese 150 verschiedenen Helden, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten, von Rasse und Klasse und Aussehen und überhaupt. Wie bringst du die in ein Universum, ohne dass es ein Clusterfuck von Scheiße ist, dass ich sage, was soll das?
Und dann kämen die mit dieser Serie ums Eck und haben mir gedacht, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Da gibt mir sofort das MMO, weil ich nie wieder was anderes tue in meinem Leben. Und ich mag dieses Animierte mag ich eigentlich überhaupt nicht. Bei Serien, da schaut die eigentlich nach 10 Minuten spätestens ab. Und das ist schade. Versammst einiges. Und ich habe mir dann wirklich aber gedacht, also das war wirklich so fesselnd, dass ich mir gedacht habe, okay, krass. Die Geschichte, der Animationsstil, wie das ist ja nicht Zeit, das ist ja 3D im Prinzip, aber schaut trotzdem gleichzeitig zeichnet aus. Ist so brutal gut, das habe ich so noch nie gesehen. Diese Artists, die an dem Ding arbeiten, haben die absoluten Godfather of, keine Ahnung. Ja. Bis jetzt habe ich Blizzard für die Besten gehalten, was das betrifft. Aber abgelöst, sage ich dir, was es ist. Abgelöst mit dieser Serie. Ja. Ist ein anderer Stil. Die Warcraft-Trailer so, die einen können zeichnen und die anderen werden beim Zeichnen belästigt. Weiß ich nicht, vielleicht zeichnen sie besser, weil ihnen nicht die ganze Zeit an Deepfake rein wird. Und weil sie wissen, dass sie am Wochenende nicht in die Cosby Suite müssen. Ja, genau. Oder zum Epstein. Oh, da gibt es auch eine Liste. Da habe ich eine Liste gesehen, ja. Ja, aber ich finde das Pushen gleich, also um Gottes Willen, das ist, was ich viel interessanter finde, ist, dass man in New York offensichtlich unter einer Synagoge ein Tunnelsystem von Juden gefunden hat. Mit irgendwelchen Kindermatratzen und irgendwelche Kinderwagel und so weiter, blutige. Upsi. Was soll man machen? Und ich finde es ziemlich interessant, dass da keiner drüber schmerzt. Deswegen Christen oder Muslime gewesen wären, dann war die Kacke anders am Dampfen. Aber wenn es der Jude macht, du Antisemit, halt deine Schnauze. Und dann ziehst du, also da gibt es halt ein Live-Video davon. Da haben sie diese Synagoge drin. Alles voller Juden, das ist Sechser bei denen ja, die haben diese komischen Zwirbeldinger da und einen Hut auf und so und die schauen halt alle, also ich muss jetzt einfach so, die schauen alle gleich aus. Ach ja, aber ich bin der Nazi. Weil ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kenne mit dem Judentum nicht aus. Ich weiß nicht, ob man da so ausschauen muss. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde es eigentlich ziemlich amüsant. Und dann haben die da alle da so drin und dann fangen sie mitten in der Synagoge so ein Holzwand da einzureißen. Also mittendrin fangen da und dann werkeln sie da und dann fällt die Holzwand runter und dann haben dahinter kindergroße, also auch erwachsene Matratzen, aber auch kindergroße Matratzen mit lauter braune Flecken drauf und keine Ahnung was. Und ich möchte wissen, was da passiert ist. Ich will es wissen. Aber ja. Wird wahrscheinlich nicht verzählt. Ja. Und das mit der Epstein-Client-List, das ist auch ziemlich interessant, finde ich, also irgendwie schon. Auf der anderen Seite denken wir aber, ja, das ist eine Fluglisten. Das heißt ja nicht automatisch, jeder, der da hingeflogen ist, da ist der Stephen Hawking drauf. Ja, Mann, da gibt es ja die ganzen Memes. Ja, da gibt es die ganzen Memes vom Stephen Hawking. Aber was meinst du, was der da hat? Ja, das kannst du jetzt gut vorstellen. Ja, natürlich kann sein, dass er das da hat, kann aber halt auch sein, dass er das nicht da hat. Das heißt ja nicht bloß, weil er auf der Liste ist, dass das... Nein. Aber ich finde, es wird halt generell auch alles... Nochmal, ich nehme gerade keine Kinderficker in Schutz. Ich bin der mit dem Erzbistum München-Zettel da hinten hängen. Ja, und ich hoffe, der Großteil weiß, warum. Kinderficker, Wichser. Ja, das geht gar nicht. Auf jeden Fall auch crazy, dass da ja die ganzen 17-jährigen Damen, die wo dann damals vor Ort waren, jetzt sind sie ja mittlerweile doch schon ein bisschen älter, aber die wo dann sagen, die haben mit dem und dem Geschlechtsverkehr betreiben müssen. Mhm. Und jetzt da stehen die natürlich dann mit auf Flugliste und Co. Und da wird halt irgendwie gar nichts für unternommen. Ist halt alles schwierig. Es gibt ja sogar, Videos. Es gibt Videos davon. Nur der Epstein war halt zu klug, dass er selber drauf ist. Es ist halt eine extrem krasse Anschuldigung. Darum, wie ich es beim Hawking jetzt gerade schon gesagt habe, also jeden Einzelnen, dem man es nachweisen kann, sofort auf Lebenszeit, weg damit. Ist ja klar. Mhm. Als wenn du so tust, was die da einmal dort war, aber nichts da hat müssen. Und jetzt weißt du, oh, da kommt jetzt so eine lustige Liste. Ja, mich hat's auch. Ja, ich hatte auch müssen. Es sind alles Milliardäre, gibt Geld. Und deswegen rühre ich es bis daher, dass da sicher viele dabei sind, wo schlimme Sachen passiert sind, aber vielleicht auch welche, wo gar nichts passiert ist und die jetzt Kohle wollen. Mit dem Thema Rammstein. Ja, schönes aktuelles Beispiel. Ja, genau das Gleiche. Da stimmt ja offensichtlich nichts, oder? Na. Ja, super. Und hast du mitgekriegt, was jetzt da als Reaktion gestern kam oder vorgestern? Nein, war doch jetzt gerade noch mal was. Vorgestern, glaube ich, hat doch Till Lindemann auf seinem Instagram-Account gepostet. Ich habe leider das Video dazu nicht mehr gesehen. Sein neues Lied promotet. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendein Cover. Und da geht es halt um so Frauen, ich will nicht nachstellen, aber das ist kein deutsches Lied nicht. Und dann in dem Video sieht man, wie er eine Frau vergewaltigt. Also mehr oder weniger, da wo halt praktisch er macht seine Hosen auf und liegt dann auf einer Frau und bewegt sich dazu.
Und hält in die Mund und solche Sachen. Das ist der richtige du kannst sagen, was ich, ob ich jetzt mal Rammstein mag oder nicht. Ich finde eine Bühnenshows extrem krass, das darf ich gerne noch einmal singen. Mit der Musik kann ich nicht so viel anfangen. Aber was da passiert ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Und er steht jetzt da und macht den hier. Ja? Und der absolut richtige Marketing-Move, das auszunutzen, das hat das hätte, wenn das durchgegangen war und stimmt nicht, hätte einen Schaden angerichtet, dass du sagst, gibt's das? Absolut zu Unrecht. Ja. Deswegen bin ich ja der Meinung, wenn ein Weiberleid sagt, sie ist vergewaltigt worden und es kommt aus, dass es nicht stimmt, so hätte sie die Strafe kriegen, die der Typ dafür gekriegt hätte, wenn es stimmt. Ja. Minimum. Wenn nicht fast sogar noch schlimmer. Das ist ja, du machst den sein Leben kaputt. Ja. Das war's. Das ist für immer und ewig. Wenn du den Stempel, du bist der Vergewaltiger am Hirn hast und du kommst nach 25 Jahren meinetwegen aus dem Gefängnis raus, dann hast du ihn immer noch. Ja, wir reden mal über den Epstein und dann das nächste ist Rammstein. Wie der nächste 4 Kunden. Zwar, gut, Kinderficker, das passt auch nicht, aber. Ich glaube, dass da ziemlich ekelhafte Dinge abgelaufen sind. Diese ganzen Klischees von dieser Listen kämen nicht von irgendwo. Da gibt es auch ein paar lustige, was heißt lustig? Lustig ist da eigentlich gar nichts. Ja, da gibt es ein paar interessante Sachen, dass Disney da Kinder für Schnorcheltouren auf seine Insel geschickt hat. Ah. Und wenn du da mal Pinocchio schaust, den alten Pinocchio, ich kann es jetzt leider nicht hundertprozentig wiedergeben, dann ist da ein Bösewicht dabei und der sitzt mir heute noch so ein bisschen im Knack, weil ich das halt auch als Kind gesehen habe und so weiter und das war jetzt so seltsam finster und da ist Pinocchio, finde ich ganz schlimm als Kind. Und der verzeiht so Geschichten mit, die Kinder kommen in eine Kisten und werden dann irgendwo hingeschiffert und lauter so ein Scheiß auf einer Insel, da wo dann die ganzen Kinder alle sind und so. Also O-Ton, 1:1, also nicht 1:1 zitieren kann ich es nicht, aber sinngemäß und er sagt schon sehr direkt, so die kommen auf eine Insel und dann haben sie halt fort. Da wird der Fall schon anders. Da muss ich vielleicht schon überlegen, so, was? Ja. Was bitte? Und dies mag vielleicht ein Zufall sein, natürlich. Ist mir schon klar, aber das sind schon lustige Zufälle. Ja, aber vielleicht ist Schnorchel siehst du halt einfach besser. Das kann jetzt natürlich auch sein. Extrem Schnorcheling. Das ist wie Cage-Diven. Ja, das geht nur an bestimmten... Cave-Diven, nicht Cage-Diven. Was ist ein Cage-Diven? Gibt es Cage-Diven? Im Käfig, den Im Käfig tauchen. Käfigtauchen. Ja, genau, mit dem weißen Hai gibt es. Mit dem weißen Hai, aber... Habe ich auch erst vor kurzem ein lustiges Video gesehen, da wo einer in so einem Käfig drin ist und dann kommt der weiße Hai und kommt da rein. Ja, was denkst du dann da eigentlich dann? Heiliges Kanonenrohr, Batman. Ich glaube, das erste Mal so, ja, scheiße. Scheiße. Und jetzt? Die Viecher sind so krass, oder? And I'm gone. Das hast du schon mal gesehen, wenn die das schaut so übel aus, das ist, wenn die das Maul aufmachen und dann dieser Kiefer sich und über die Lippen aus. Was ist denn eigentlich mit Natur, was ist mit dir? Sag, was ist mit dir? Natur ist schon... Ab in die Kommentare. Bitte macht sie irgendjemand einen Natur-Account und schreibt was, danke. Genau. Crazy. Ja, ich war ganz zufrieden, wenn der Planet jetzt endlich aufhört zum Eskalieren. Mir kriegt was in Scheiße, wie heißt das Land? Nicht Südamerika. Nordamerika. Nein. Also, ja, keine Ahnung, was. Nicht Südamerika. Ja, Nordamerika. Also, ja, okay. Ja, dann. Drogenbanden, Krieg, Dingsbums, Ausnahme. Nicht Venezuela, da war ich auch schon, aber das ist nicht Venezuela. Ah, Mann, wir Ja. Oh Gott. Ja. Ecuador! Ja, Ecuador, dankeschön. Bitte. Was ist da los? Was können denn mal die Leute aufhören jetzt? Was willst du machen? Ja, aber was ich nicht? Einen Purge durchführen und das glaube ich deren momentan auch gerade. Ja, die möchten ja wirklich jetzt dem Ganzen ein Ende setzen. Die haben schon dabei, ja. Und das ist ja die einzige Möglichkeit, wie du das wieder in den Griff kriegst. Ich sag, das ist da werden so viele Leute sterben, dass es unfassbar ist. Ja. Die haben einen Kriegszustand ausgerufen und das Militär reichert gerade die Leute aus. Das ist unfassbar. Ja, aber das war halt aber auch schon vielleicht 1-2 Jahre überfällig. 1-2 Jahre, ja. Ja, Mann, die laufen da mit Drogen rum und die Polizei sagt, okay, sorry, unser Fehler, dass wir hier stecken. Ja, weil Bullen wahrscheinlich alle so korrupt sind, dass sie sagen, ja, gib mir mal die Hälften. Ja. Und ja. Aber was möchte dann anders da? Du hast keine Chance. Ja, es geht nur mit Gewalt. Du kriegst halt, mit Vernunft ist einem wahrscheinlich Drogenkartell, Mafia-Boss nicht entgegenzukommen. Also, bitte, können wir kurz drüber reden? Das mit den Drogen, das ist fein, nicht gut. Mit anti-autoritärer Erziehung. Ja? Also, jetzt einigen wir uns drauf, du hörst auf, dann hören wir mir auf. Ja. Also, ihr braucht euch jetzt nicht gegenseitig erschießen, gebt euch bitte die Hand. Und so können wir das dann auch regeln. Was immer so ein bisschen das Problem ist, nach einer halben Stunde denke ich mir jetzt mal so, habe ich auf Aufnehmen gedrückt? Du hast aber 3-mal geschaut, du auf Aufnahme gedrückt hast. Habe ich 3-mal geschaut. Aber sicherheitshalber 40 Mal. Machen wir ja. Dabei verzeihst du die leider schöne Geschichte.
Ich kann da ein bisschen Power machen in der Zeit. Patex Power. Was will das Ding eigentlich? Schießen. Der Schusswaffe. Hat man jetzt mein Popo gesehen? Oh, scheiße, dann wird's entmonetarisiert. Ja, wird's wieder entmonetarisiert. Dann gehen wir es auf OnlyFans. Das war im Dezember ziemlich interessant. Da war wirklich jedes einzelne Video war entmonetarisiert. So nach 2-3 Tagen, wenn dann Klicks durch sind, wird es dann wieder monetarisiert und dann interessiert es keinen mehr. Das ist ein bisschen Das ärgerlich. Foto vom Kanye Victor. Ja. Ich darf mich sperren. Was war denn da für ein Schlaganfall, oder noch? Ja, jedes Mal, da müssen wir dazu sagen, wir kriegen jede Woche mindestens 2 oder 3 Fotos von ihm. Da steht er beim Fitnessstudio, das macht er seit über einem Jahr, dass wir mindestens 2 Fotos in der Woche kriegen. Er ist also quasi ergo zweimal in der Woche im Fitnessstudio, hat aber immer nur so dünne Haxen beieinander wie ich oben. Ja, aber das Problem ist, bei ihm hängt es halt um und unten ist es dünn. Das ist, vielleicht gehen wir da die Rückenschmerzen her. Der kann der Fries mal weniger. Oder druckst den Viersaube. Weniger. Wie diese geilen aufgespritzten Russentypen. Kennst du die dann so einen total dünne Arm haben, so wie ich, und dann haben sie dann so einen Fußball herin. Ja. Was denken sie die eigentlich? Was ist denn mit denen? Ja, spritzen sie die da nicht wirklich direkt Fett oder so? Oder Silikon oder Botox oder keine Ahnung. Richtig Fett, so Olivenöl oder so eine Kacke. Was soll denn das? Da fallen doch die Arme ab dann, oder? Ja, nehm mit Olivenöl. Nehm mit Grün. mit dem jungfräulichen Olivenöl. Von der Epstein-Insel. Leg mir mal. Was war denn noch so los? Witziges Ding. Ich hab natürlich hattest du Urlaub vom Podcast, ich nicht. Ich habe natürlich fleißig Nachrichten erhalten und Anrufe. Das war das Strangeste, was ich je erhalten habe. Anrufe? Ja. Du bist ohne gegangen, oder? Natürlich nicht. Aber auf einmal klingelt irgend so 12-Jähriger so durch und ich denke da, das ist ein scheiß Problem. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal gehabt, ja. Also ich krieg's halt nicht mit, und wenn ich dann ab und zu mal, was ich nicht mehr so oft tue, durch Facebook-Postfile und Instagram-Postfile durchscroll, dann steht da wieder dort entgangener Anruf. Da wollen wir denken, was meinen denn Handy sagt es ja auch. Und ich weiß ja noch von damals, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich die Psuffer im Volksfest immer angerufen habe. Ja, das ist was anderes, wir kennen uns, du Trottel! Ja, und die hatten halt deine T-Shirts und dann haben wir immer zusammen angerufen, das war witzig. Das haben wir einmal gemacht. Hey, Kima! Hey, geh der Bürger, das glaube ich nicht, warte, ich rufe noch. Oh, ja, bist du der Bürger? Ja, natürlich! Glaubst du? Das war witzig. Aber ich habe auch eine Nachricht erhalten, die mich sehr erfreut hat, da wir wieder auf unser, glaube ich, bestes Thema bis jetzt anspielen können. Hobbyhorsing. Oh Gott! Ja. Und es gibt auf eBay Kleinanzeigen... Was mit Hobby-Silikoning? Hobby-Silikoning. Es gibt auf eBay Kleinanzeigen einen Gnadenhof für die Pferde. Der Reiter. Das ist, da steht dann in der Beschreibung drin sowas wie, ja, hallo, wir sind die Efi und die Sandy und so. Wir nehmen eine ausgefutzten Viertel und wenn ihr eure Pferde nicht mehr benötigt oder wenn die ihren Soll erfüllt haben, dann würden wir die gerne auf dem Gnadenhof nehmen und wir würden die dann einmal die Woche noch reiten, bis dann irgendwann vorbei ist. Es kostet natürlich auch nichts. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich eine gute Sache. Was gibt es so zum Loch? Ich verstehe es nicht. Mann, das sind scheiß Holzpferdel, du Aff! Ich meine echte Pferde. Nein, das ist Hobbyhorsing. Das sind die. Und dann reiten die einmal diesen scheiß Stock. Das ist doch nicht ernst gemeint, oder? Doch! Das ist nicht, dieser Gnadenhof ist nicht ernst gemeint, Doch. Das ist irgendeine Trollscheiße, wo ich sage, dann ist es lustig. Nein, die meinen das ernst, die nehmen deine Holzpferdl und sagen, wir reiten mit dem Ding eine Woche lang, bis dann nicht mehr braucht. Nein, nicht eine Woche lang, sondern einmal die Woche. Einmal in der Woche. Ja, dass die halt natürlich nochmal bevor das wirklich ihren letzten Weg gehen, noch ein paar Mal das Schöne am Leben sehen. Also, wenn ich gelesen habe, ich habe es ja mal nicht geglaubt, dann irgendwer geschrieben und sagt, ja, Gnadenhof für die Dinger. Ich denke, halt dein Maul. Aber da kam dann wirklich über Kleinanzeigen, also wenn irgendjemand so ein Pferd hat, das ausgedient hat, schreibt uns eine Nachricht, ich leite den Kontakt weiter. Weißt du, was ich jetzt am Lieben tue? Machen wir einen Spendenaufruf und spenden wir einer 50.000 Holzpferdl. Dann möchte ich sehen, wie sie das regeln, dass mit dem einmal in der Woche umeinander reiten. Das möchte ich sehen. Ich möchte es sehen. Das war eine super Sache. Die bestellen wir bei Amazon, weil dann können wir das 2 Wochen testen und dann können wir es wieder zurückschicken. Stimmt. Na, das war eine
Das war eine coole Story. Also ich habe sehr lachen müssen, wenn ich das gesehen habe. Also ohne Scheiße, ich hab gemeint, diese NPC-Scheiße auf TikTok ist das Dümmste, was ich seit keine Ahnung wann gesehen habe, aber das ist wirklich, wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann muss ich sagen, halt's einmal, er hat's alle nicht Die haben ganz das sauber. ernst gemeint und wenn, haben sie es sehr Wir können es wirklich, also entweder Social Media, ja gut, ist wahrscheinlich sehr dran schuld. Wir können es mittlerweile vor, jetzt da alle einen Verstand verlieren. Ja. Und zwar, egal wo ich hinschaue. Ja, es ist ganz oft so. Es ist echt Wahnsinn. Also das hat mich schon sehr erfreut. Das Hobbyhorsing lässt uns aber auch nicht los. Ich bin sprachlos. Ich sag das, was ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, die haben nicht ganz dicht. Irgendwann einmal wirklich da so ein bisschen rumreiten. Stell dir vor, da sitzen Mitte 30-Jährige im Garten drin und hupfen mit einem Holzpferdl umeinander. Dann lache ich erstmal. Ja. Und dann kommen die aber und meinen das ernst. Was tust du mit denen? Was ist mit denen? Ich glaube, ich hätte Angst, dass mir die dann auch noch rein. Ich würde gerne deren Lebensläufe sehen. Ich würde jetzt einfach interessieren, haben das normale Leute, haben die Down-Syndrom, was ist mit denen? Warum hatten die mit Down-Syndrom keine normale Leute? Das stimmt. Ja, die hupfen nicht am Holzpferdl umeinander, meinen, das ist echt. Nein, die finden die dumm. Ich wollte gerade sagen, die stellen sich nebenbei hin, schauen euch zu und verarschen euch. Und ich stehe dann immer feiert so. Das ist unfassbar. Wie blöd das Leute sind, das ist unfassbar. Entweder du nimmst Down-Syndrom oder du gibst es an einen weiter. Okay, ich mach Hobbyhorsing. Immer. Das ist Pain in mein Arschloch. Wenn du das falsch rumnimmst, ja. Das erklärt alles. Wenn ich so alles ist, ja, erklärt alles. Ein Gnadenhof. Mein Gott, wir haben so viel zu sprechen. Was haben wir noch? Ein Kacknoob-Shirt habe ich gesehen. Kacknoob-T-Shirt. Ja, das war meine Beschäftigung die letzten, fast auf den Tag genau 4 Wochen. Vor 4 Wochen habe ich meinen DayZ-Server angeschafft. Achso, und ich habe das T-Shirt. Und da kommt das T-Shirt her. Da haben wir uns gedacht, so, ja, machen wir ein Start-T-Shirt, das ja jeder am Anfang auch hat. Und dann haben wir gedacht, ja, machen wir ein Kacknoob-T-Shirt draus, in-game. Und irgendjemand hat mir dann gesagt, du Vollidiot, wieso kann man das in einem Shop kaufen? Und ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Und jetzt kann man es leider Gottes noch nicht im Shop kaufen, weil es noch unter Überprüfung steht. Wahrscheinlich, weil Kacknoob draufsteht. Und das Wort Kack, dann sagt Spreadshirt, das ist Biss, wo wir vorher gerade schon wieder waren. Vielleicht machst du das wie bei Vollbier-Squad-Logo, einfach das jeweils am Buchstaben raus. Ja, aber ich brauche 2x4 Buchstaben. Was soll ich machen? Mein Los, Gott, schreiben einfach einen raus. Schriftgröße anpassen. Und der Querziehen. Ja, ups. Was soll man machen? Und das da drüben ist übrigens ein Topf. Und ein Nippel. Ein Nippel? Schaut ein bisschen aus wie eine Mine. Ja, es schaut ein bisschen aus wie eine Mine. Aber es ist ein Busen. Und wenn dieser Busen ist, dann ist er nicht schön. Alle Busen sind schön. Auch meine. Ja, true. Auch deine. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Es war. Nein. Sag's nicht. Okay, sag's nicht. Ja, ich darf jetzt lieben gerne Werbung dafür machen, aber man kann es einfach noch nicht kaufen, das ist dumm. Der Kinder wäre erst am Sonntag. Okay, stimmt, aber ich weiß nicht, ob bis zum Sonntag das Motiv freigegeben ist. Verstehst? Warum sitzen die eigentlich schon wieder da, wieder quasi im Modo? Das ist so mein größtes Problem. Merke ich jeden Tag, wenn ich dann da stehe und rauche eine, you banana-shaped fuck, stehst schon wieder da, wieder quasi im Modo, der Gollum himself, gerade dass ich nicht Gollum, umeinander kotzen, dann schwierig. Haben wir noch? Du hast einen Banger dabei ausgesagt. War das das Hobbyhorsing? Ja, auf jeden Fall war das Hobbyhorsing. Ich hätte sagen, bei dem Thema kann man mit dem Bulldog davor fahren. Oh. Und eine Straße sparen. Das ist aber jetzt, ich glaube, dass wir mit mir relativ einer Meinung sind. Ein Kahn Meinung, der hat mich interessiert, weil der ist mit Sicherheit wieder komplett. Nein, du kehrst dir wieder alle über einen, du scherst über einen Kamm, alle. Ja, alle. Nur weil die Olli was alle Bauern sind Nazis. Die hatten nicht Olli gut. Brauchst du nicht mal, ne? Alle Bauern? Ja, die hatten nicht Olli gut. Ja, die stehen nicht Olli für dasselbe ein. Nein. Weil da hat bestimmt ein AfDler dabei. Mit Sicherheit, ja. Ja, das ist fragwürdige Scheiße. Da passiert momentan ziemlich viel. Der 8. habe ich mir, um ehrlich zu sein, spektakulärer vorgestellt, sage ich dir ganz ehrlich. Also in dieser Woche der Montag, weil da war alles am Start. Ich habe natürlich bei uns auch in Landau einen Haufen Huperei gehört und so weiter, aber recht viel ist nicht passiert. Ist jetzt ja klar, Landau interessiert kann ich das Sau nicht. Ah doch, es war aber alles zu. Also ja, aber jetzt ist die Frage, die machen jetzt noch weiter bis nächsten Montag, glaube ich. Nein, die Woche haben sie nur. Ja genau, Montag bis Montag, glaube ich. Habe ich heute gehört. Aber ja. Ja, ist ja wurscht, ob Sonntag bis Montag.
Ganze Geschichte läuft absolut friedlich ab, was ich erstmal gut heiße. Aber weißt du, was dann passiert? Am Sonntag in einer Woche interessiert es keine Sau mehr. Ja. Absolut nichts wird passieren. Aber ich finde, es ist halt was nicht schlecht ist, oder was sehr gut ist. Es wird halt nicht so über einen Kamm geschert mit diesen Idioten von Klimaklebern, weil es auch was Berechtigtes ist und weil die Leute einfach auch vernünftig sind. Ja, also um Gottes Willen. Ich höre ganz oft, das trifft wieder die Falschen, dann kommt der normale Mensch kommt nicht in die Arbeit. Ja, geht dann nicht. Das ist die Message dahinter, du Vollidiot. Ja, aber das ist ja genau dasselbe Scheißding wie die Klimakleber. Nein, ist nicht. Vergleiche mal die Wertschöpfung von einem Bauern mit diesem Trottel, der sich auf die Straße klebt. Das tust du jetzt mal. Wer hat jetzt da mehr Recht, dass er sich irgendwo hinklebt und Leute auf den Sack geht? Ja, das ist ein Mieti. Oh, Baby mit. Mieti! Du kommst jetzt da nicht rein, das ist kalt draußen. Ja, Katzbrocken, da schaust du. Bist du wieder verwirrt. Okay. Aber nur kann man einen Haufen sitzen. Na. Da habe ich leider Gottes, ich red im Stream normalerweise nicht drüber, weil in meinem Content eigentlich dieser Politik-Scheiß nichts verloren hat, aber mittlerweile wird es so krass, dass fast nicht mehr anders geht, dass man irgendwann einmal was schmerzt. Und es ist so weit gegangen, dass ich Umfragen gemacht habe, wer von euch findet... Was ist cooler, Klimakleber oder Bauern? Nein, wer von euch findet, dass die Ampel aktuell einen guten Job macht? Ja, einfach ja, nein. Was schätzt du? Ungefähr 300 Stimmen waren es so bei 300 Stimmen, dann sage ich, dass ungefähr 280 Stimmen scheiße war. Ja, 98% sagen nein. Okay. Und die 2%, ein paar haben geschrieben, ich sehe, bei mir ist die Umfrage komplett weiß, ich weiß nicht, wo ich hingedrückt habe. Ich mag Ampeln. Ich mag Ampeln. Und die zweite Frage dann, wenn ihr zur Wahl warten, was darfst du wählen? Und ich habe bloß 4 Optionen reinschreiben können, darum habe ich auch geschrieben, CDU schwarz, SPD rot, Grüne grün und FDP gelb, also grün-gelb oder blau. Was schätzt du, was da rausgekommen ist? Oh, die sind 50% blau. Mehr. Ja, wegen dem Wasser meinst du? Mehr blau. 65, aber fast. Mehr ich weiß nicht 100%, ich glaube 62, 63% blau. Das ist aber extrem. Und 30 schwarz. Und 3% grün-gelb, 3% rot. Natürlich ist das keine repräsentative Ding, das ist mir schon klar. Aber nur dazu bei uns in Bayern, wir haben alle sehr konservativ eigentlich. Also die große Mehrheit ist einfach, sonst war Schwarz nicht seit über, keine Ahnung, wie viele Jahre hier am Hebel. Aber wenn ihr zu Wahlen warten, holla die Waldfee. Ja, die wählen doch jetzt dann, glaube ich, in Dresden wählen sie doch jetzt dann. Ja, der Osten ist jetzt dann drum. Die haben ja noch 100-mal krasser bei mir. Ja, die haben ja nicht konservativ, die sind einfach scheiß Nazis. Ja, da muss ich einfach, da muss ich dem rechten Nazi-Label, muss ich da recht geben, da sitzen wirklich viele Nazis hin. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Sehe ich ganz genauso. Und Blau ist nicht wählbar. Du kannst es selber, aber es gibt nichts anderes. Es ist halt das Problem. Wenn ich die schwarzen Teufel wähle, dann kriege ich wieder die kleinen Trottel. Und die will niemand. Das ist ja genau das, was das Problem verursacht. Die will niemand. Jetzt haben wir es gesehen einmal. Haben wir festgestellt, okay, der Pommespanzer ist doch nicht so gut geeignet für den Vorsitz einer Partei und Habeck, Baerbock etc. Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, also ich habe noch lange nicht genug von ihr. Dein Mann. Die fette Ante. Ich weiß nicht, von wem du redest. Keine Ahnung. Aber ich hätte schon, neben meinem Erzbistumbrief, hätte ich schon gerne noch einen vom Bundestag daneben hängen. So ist es nicht. Hoffentlich steht dann irgendwie drauf. Das darf ich mir leisten. Was werden sie was kosten? Das ist eine Beleidigung von der. Ein paar Tagessätze, oder gehen wir dann in den Knast mit so. Ich wollte gerade sagen, da hocken wir uns rein und lassen wir uns. Oh, yes. Ich nehme es schon mit. Ja. Das war sehr, wir sollen sagen, schwul. Das war extrem schwul. Extrem gay! Schwierig, ja. Jetzt haben wir ein Geheimtreffen aufgedeckt. Hast das was für Geheimtreffen? Hast du es mitgekriegt oder nicht? Ich hab's mitgekriegt, dass es ein Geheimtreffen war. Ich habe aber gestern leider, gestern oder vorgestern aufgekommen, glaube ich. Geheimtreffen, das offensichtlich super geheim war, weil deswegen wissen ja alle davon. Bei den Juden unten. Das war im Judenkeller in New York, ja. Und die Kindermatratzen, die waren für, weiß ich nicht, für Fäkalspielchen. Da waren AfDler, da waren Rechtsradikale, also da waren, ich weiß aber nicht jetzt von welcher Fraktion, Pegida oder irgendwas, ich weiß es nicht, weiß nicht aus, also wirklich Rechtsradikale und ein paar CDUler angeblich haben da drin gesessen und haben darüber diskutiert, alles und jeden mit Migrationshintergrund abzuschirmen und nennen es Remigration. Ah, der Klassiker.
Surprised Pikachu-Face, die AfD möchte alles abschirmen, was nicht deutsch ist. Oh. Und da macht man jetzt einen Hehl draus, das ganz aus ist. Auf der anderen Seite, dass da wirklich Nazis drin hocken, ist krass fragwürdig. Aber ich mag erstmal wie bei Rammstein. Warten wir erstmal ab, was wirklich war und was wirklich wahr ist. Auf das bin ich gespannt. Weil das, jetzt mal so, es geht jetzt in zwei Richtungen. Das ist wahr, dann könnte es tatsächlich sein, dass der AfD verboten wird. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das könnte möglich sein dann. Wenn das nicht stimmt, plus 10%. Und dann ist die Scheiße richtig am plus 10%. Umeinander dampfen. Dann wird es richtig kreislig. Nach Weihnachten haben wir alle plus 10%. Am Ranzen da. Glaube ich, also so ist meine Meinung. Und ich glaube, wenn die als alleinige Sagen haben, ich meine, mir tut's nichts. Höchstwahrscheinlich. Und die auch nicht. Und die meisten, die zuschauen, auch nicht. Aber zum Griechen gehen wird dann schwierig. Ja. Weil denen hat's dann auch, so wie ich das verstehe. Das ist immer das Erste jetzt, was mir einfällt. Ja. Und da gibt's keine Dönerbude mehr. Da kann die wollen ja, wenn die 5. Generation da ist, die eine Dönerbude führt, was weiß ich nie. Du kaufst einen Döner beim Waldemar. Dieter, hast du noch einen Döner? Klar, Klaus. Mit Soßen? Ja, renn da die Soße rein. Was hast du denn für ein Fleisch für mich? Ich nehme vegan. Kannst du nicht Brot mit Soße, Alter? Das ist mir ein bisschen zu verbrannt, das Brot. Ja. Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Ja. Also es alle Wege führen in Richtung Eskalation irgendwie. Es wird immer schlimmer irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Blau, wenn allein was zum Sagen hätte, ohne einen Koalitionspartner, der ist auch nicht in den Griff gekriegt. Schau nach Italien. Da ist im Prinzip das Pendant zur AfD und da macht das Problem ist ja, dass jetzt momentan alle Länder wählen und alle Länder wählen sehr viel, bei uns ist Blau, wählen sehr viel rechts. Ja, natürlich. Da kannst du rechts zurück in ganz Europa geht. Es ist ja wirklich... Schau dir den in Holland an. Es ist ja sogar in den Nachrichten drin. Wir haben ja mittlerweile auch nur noch überall betitelt. Es wird mittlerweile ja aufgesplittet in Amerikaner, Chinesen, Russen, Korea und der Westen. Also wir sind ja mittlerweile... Ja, aber die Amerikaner sind ja auch der Westen, oder nicht? Ja, aber ist die USA nicht der Inbegriff der westlichen Welt? So? Na, oder? Wir und Amis sind wir der Westen. Also Europa und die Amerikaner sind der Westen. Die westliche Welt. Und ja, ich nenne es jetzt, ich darf jetzt sagen, Konsumgesellschaft, was zeichnet am besten auf? Konsumgesellschaft, Kapitalismus. Ja. Und der Osten, Chinesen, Russen etc. sind alles Kommunisten. Aber haben wir zufällig mal drüber geredet? Ich weiß gar nicht, haben wir darüber geredet oder nicht? Ich schaue momentan nicht Haus des Geldes. Haus des Kindes. Haus des Kindes, ja. Da möchte ich einmal wieder hin. Ja, da können wir zusammen auf die Insel fliegen. Der Epstein Island. Deswegen gibt es das Haus des Kindes in Straubing nicht mehr. Ja, das haben sie ausgeflogen. Okay, das war jetzt grenzwertige Scheiße. Na, House of Cards. House of Cards, das ist also Politik-Serie, die habe ich nie angeschaut. Leckt mich am Arsch, aber da ist auch so viel dran, was auch passiert ist mit Israel, mit diesen Streits mit Russen und Co. Also, ich sag, wenn man das jetzt im Nachhinein schaut, wenn man das damals schaut, hat, okay, war jetzt kein Problem, aber wenn du das jetzt im Nachhinein schaust, ist es schon natürlich nicht real, aber es kommt schon ein bisschen so an dieses ganze Thema mit ran. Also da, wo du wirklich sagst, krass, wie sich die damit beschäftigt haben, auch im Vorhinein schon. Weißt du, was mir ab und zu überlege ich halt so, was wäre wenn? Ich glaube nicht, dass es so ist, aber was wäre wenn? Die völlig utopischsten Sachen sich ausdenken. Der 7. Oktober. Das Massaker, das Hamas da unten angerichtet hat bei die Israelis in diesem Konzert und so. Wie hat es denn der Hitler gemacht? Wie hat der Hitler einen Krieg gefangen? Er hat gesagt, der Pole fängt einen Krieg an irgendeiner Funkstation, bla bla bla, seit 5 Uhr wird zurückgeschossen, zweiter Weltkrieg da. Was wäre, wenn das gar nicht Hamas war? War irgendjemand toten? Ich war nicht toten. Da kommt einfach irgendjemand Schlacht Leute ab und jetzt können wir endlich drüber fahren und einen Parkplatz draus machen. Mhm. Ja. Vielleicht. Es ist nicht ausgeschlossen. Boah, jetzt gehen wir in die Verschwörungstheorie. Natürlich, das ist nichts anderes wie eine Verschwörung. Ich weiß es nicht. Aber es ist nur ein Gedankenspiel. Es wäre möglich. Ich glaube, dass das Aliens waren. Also, das hab ich gehört. Die haben auch die Tunnel geräumt. Weil der Hamas-Trottel nicht dazu in der Lage ist. Und die haben immer gemeint, die fliegen, die Aliens. Derweil gehen wir die durch den Tunnel. Vielleicht haben sie auch Crab-People. Leck mich am Arsch. Jetzt stell dir das mal vor. Wir machen jetzt unsere eigene Verschwörungstheorie. Aliens kommen nicht aus dem Weltall, sondern aus dem Erdkern.
Die gibt's bereits. Krebsmenschen und Echsenmenschen sind scheiße. Ja, wir haben ja keine, die sind ja richtige Aliens. Die sind ja Krebsmenschen ist ein bisschen weit hergeholt tatsächlich. Aber die Aliens, die im Erdkern wohnen, nicht. Okay. Alles klärchen. Ja, keine Ahnung. Ja, das heißt ja, die eine der größten Verschwörungstheorien ist 9/11. Das heißt ja, dass der Amerikaner das selber inszeniert, damit er da hinten einen Krieg anfangen kann. Ja. Das ist immer das Gleiche. Und wie nennt man sowas? Eine False Flag Aktion oder irgendwie sowas. Ja, unter falscher Flagge. Ja, du greifst die halt selber an, damit du den Grund hast, so, und jetzt marschieren wir und reihen wir euch alle aus. Und das, was da unten war, ich bin weder, ganz furchtbar wichtig, bevor mir jetzt irgendwas unterstellt wird, ich bin weder pro Palästina noch pro Israel. Ist mir alles wurscht, wenn es nach mir geht, kehrt Religion von diesem Erdball getilgt. Dann hätten wir nämlich ganz furchtbar viel Frieden. Das ist mitunter der nächste Grund, warum da hinten das Erzbistum München-Ding hängt. Weil ich kann mit unserer Religion auch nichts anfangen. Weil es Deppen und Bauernfangerei ist. Aber ja. Ich wollte nur mal kurz, was ich noch weiß, du bist du einer von den Palästina-Deppen. Ja, genau. Nee. Das stimmt nämlich gar nicht. Ja, aber so wird es dann wieder vorgehalten. Naja. Die Aber mich da ganz stark interessieren, was passieren wird, wenn die was zum Sagen hätten. Blau. Mich da einfach nur interessieren, bevor es eskaliert, okay, weg. Es ist ja so eine geile Sache schon wieder vor die Blauer, die muss sich doch jetzt in diese Bauern-Proteste mit einmischen, wo dann auch Kundgebungen von den Blauen stattfinden während diesen Protesten, da wo man alle meint, die kennen miteinander zusammen, die wo dann sagen, ja, die Bauern, die müssen wir unterstützen, aber ganz groß im Wahlprogramm steht drin, Subventionen kürzen, ja, Bauern an die Marktwirtschaft anpassen. Da wo du sagst, ja, schwierig, die sagen halt oft das, was man hören will, auch wenn es nicht... Ja, das ist ja genau das Problem. Catfishing. Ja, genau. Ja, ganz genau so. Weil die ganz genau wissen, dass von 100 Leuten, wenn überhaupt 2, das Parteiprogramm lesen. Und wenn die dann kommen und setzen das um, dann passiert aber halt einfach wieder das Gleiche. Also dann passiert, die kürzen die Subventionen, dann ist der Bauer halt wieder auf der Straße. Upsi. Ja, deswegen sage ich glaube nicht, dass die hergingen und vielleicht die Demokratie abschaffen. Vielleicht soll man die Straßen abschaffen. Ja, was vielleicht. Oder machen wir einen habeckischen Tipp. Ist halt dann weniger. Das ist immer dieses Think outside the box. Ja, ist halt dann einmal weniger. Scheiß Bauer. Scheiß dir mal auf Kartoffeln. Scheiß Bauer. Ja. Fahrt sich was Fade vor. Fahrst du damit zum Mäcki, du Trottel. Kauft sich halt alle einen Bulldog. Ich soll mir einen Bulldog kaufen. Ja, aber das ist nun mal momentan einfach das Hauptthema des Landes, weil das so, und ich habe auch noch mehr Angst eigentlich davor, anstatt als Neuwahlen jetzt, Neuwahlen in 2 Jahren. Wenn die noch mit 2 Jahren so umeinander werken, dann schaut es nämlich noch finsterer aus. Es ist sowieso, also ich habe vorgestern habe ich wieder gelesen, die Wirtschaft in Deutschland schon wieder gesunken, mittlerweile aus der Rezession in Deutschland, alle anderen Länder ich wollte gerade sagen, wir haben das einzige Land neben Mexiko, glaube ich, wo das so ist. Ich weiß jetzt nicht, aber irgendein anderes Land auf der Welt. Mexiko ist gar nicht neben uns. Ich schmeiß da die Prügeln aus. Ja, überhaupt nichts. Und was leider so anfängt, ist, es ist das erste Mal, seitdem ich das auch mitkriege, dass einfach alles teurer wird. Und zwar so krass viel teurer, dass es halt richtig weh tut. Das Essen, also der wöchentliche Einkauf wird teurer und nicht bloß, ja, der kostet jetzt einen Zehner mehr, sondern der kostet halt bald 40-50% mehr. Gehst du selber einkaufen? Ja, Entschuldigung, Florian, ich habe gar keiner Chinesen, der für mich einkauft. Na, aber das ist brutal. Also und jetzt kommt halt das ganze Zeug noch oben mit drauf, die CO2-Steuer. Wem hilft denn die was? Jetzt mal wirklich ernst, wem hilft die was? Es geht sich jetzt nur um diese ganzen Geschichten, es geht sich darum, dass der Haushalt wieder aufgebessert wird. Aber... Den hab ja nicht ich verkackt. Nein, richtig. Und die Leute, die werden ja auch nicht zur Verantwortung gezogen, sondern kaufen sich neue Helis. Neue Heli-Lieferungen für 200 oder 300 Millionen oder so. Ja. Das ist, wenn man es jetzt mal ganz sieht, 200-300 Millionen sind extrem viel Geld. Das ist schon klar. Ja. Aber für 80 Millionen Leute in einem Land ist natürlich zu erwähnen, aber da geht jetzt keine Welt nicht unter. Was ich viel krasser finde, ist, es gibt so ein Dokument, das kannst du auch auf der Bundestagsseite runterladen, wo in unsere Partnerländer Geld hingeht. Kannst du einfach anschauen. Also das ist nicht irgendeine geschwurbelte Scheiße oder sonst irgendwas, sondern das ist ein offizielles Dokument, das kannst du runterladen, das ist glaube ich so 50 Seiten lang, dann 3 Spalten, da steht das Partnerland, wo das Geld hingeht, dann so 2-3 Zeilen Grund, wofür und rechts daneben der Betrag.
da haut's dir deinen verschissenen Vogel raus, wo unser ganz Geld geht. Für die sinnloseste Scheiße auf der Welt. Milliarden an Indien, Entwicklungshilfen und irgendwelche Klimahilfen und was weiß ich, die fliegen zum Mond, Alter. Die fliegen zum Mond und kriegen von uns Entwicklungshilfen, ich mich verarschen. China kriegt Entwicklungshilfen von uns. Das Land hat uns 85.000 Mal überholt. Was brauchen die Geld von mir? Ja, das ist sehr schwierig. Millionen, ich weiß nicht, wie viele Millionen, da müssen die jetzt liegen, 20 Millionen, 200 Millionen Radwege in Peru ist das beste, das bekannteste Beispiel dafür. Was interessiert mir scheiß Radlweg in fucking Peru? Wieso zahlt Peru mein Radlweg vor der Haustür? Was, hä? Wir haben ja schon überall einen Radlweg. Ja, den keiner hernimmt. Ja. Das ist das Nächste. Jetzt haben wir gestern auch vom Einkauf heimgefahren und dann ist was, Radlweg rechts. Was macht der Radldepp? Fährt vom Kreisverkehr bis fast zu mir vor der Haustür mitten auf der Straße. Flip aus. Ja. Ohne Licht, ohne alles in der Finstern. Kein runtergefahren, wenn du mich fragst. Wo ich dann immer herfahre zu dir, ganz am Anfang, wo diese Bäckerei ist. Welche? Die wo nicht verkauft. Die, wo du reinschauen kannst. Hinten ganz draußen Richtung... Richtung TÜV. Genau, beim TÜV. Beim TÜV, da haben sie doch jetzt auch diesen kompletten Radlweg gemacht. Ich glaube, die Sektor... Ach, warum? Weil ich seit 2 Jahren nicht mehr zum Burger King fahren kann dahinter. Ja, doch, geht schon wieder. Jetzt geht's wieder. Da haben sie jetzt einen Radlweg gebaut. Wer zur Hölle fährt dahinter Radl? Das sind bestimmt 2 Leute am Tag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber lieber baue ich da Radlwege aus als in Peru. Richtig. Aber es ist ja, du musst mal überlegen, wir haben ja kein Geld für die Altersvorsorge, für die alten Leute, die wohl die 40, 50 Jahre Arsch aufreißen. Ja. Und Peru hat Radlwege. Und schwierig. Ganz ehrlich, warum der Bauer sauer ist, absolut zu Recht. Der Bauer sauer? Dir werden Unterstützungen gestrichen und du bist ein ganz furchtbar wichtiger Bestandteil in diesem Land. Richtig. Und seit 1.1. kriegt eine andere Gruppierung in diesem Land gravierend mehr Geld. Upsi. Ja. Und da sollst du nicht grantig werden. Soll dieser Witz sein? Das ist ja nicht richtig. Und auch diese Agrarsteuer, Dieselsteuer, das ist ja eigentlich auch ein Grund, dass dieser zur Straßenerhalt beigeführt werden soll. Also, das weiß ich jetzt nicht. Ja, diese 17% oder was es sind, oder 17%, die haben da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, es wird es mir verbessern. Wahrscheinlich. Die haben ja eigentlich dafür gedacht, die können sich die ja wiederholen, weil es ist ja eigentlich für die Straßenerhaltung und die fahren ja ganz selten auf Straßen. Nur, dass sie am Arbeitsplatz kämen, in Anführungszeichen. Da wo ich sagen darf, okay, geht's lieber 5% ab für die Straßenreinigung. Witz wieder Güllefassel ausgeladen habt. Aber lieber so, aber statt dass du sagst, okay, die fahren ja eh nicht auf der Straße oder ganz wenig, die streichst ja da. Es geht da auch nicht um, und so ehrlich muss man auch sein, es geht da nicht um unfassbar viel Geld, was denen genommen wird. Das ist aufs ganze Land gesehen, natürlich ist jeder kleine Betrieb, vor allem merkt es, die größeren Kinder stecken das leichter weg wahrscheinlich. Ja, sowieso. Aber die Kleinen merken das. Ja. Und ich denke mir so, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, 800, 900 Millionen Steuergelder eingenommen. Doppelt so viel wie das Jahr davor. Milliarden, Entschuldigung. Ja, nicht Millionen. Eine Million. Ja, Milliarden. Es war fast doppelt so viel wie das Jahr davor. Wo ist das Geld hin? Wo ist das Geld? Mich interessiert, wo das Geld ist und warum fragt da keiner nach und warum wird das nicht, was soll das? Da haben wir schon mal drüber geredet, es ist einfach eine Sauerei, dass keiner zur Verantwortung gezogen wird. Ja. Da heißt es dann wirklich, upsi, ist weg. Naja, dann erhöhen wir die Steuern. Und wenn ich da sitze und umeinander pulvert, schreibt irgendjemand unter die Kommentare drunter, du bist gesichert rechtsextrem, du Nazi-Trottel. Ah ja, weil ich frage, wo mein Geld hingeht. Hefte nehmen sie mir, und übrigens euch auch, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber schaut mir einen Lohnzettel an. Nirgendwo gibt man so viel Geld ab wie bei uns. Nirgends, glaube ich. Nirgendwo kostet der Strom so viel, nirgendwo kostet das Gas, Heizung etc. so viel. Und jetzt wird es noch da einer. Es wäre okay, wenn du die Grunderhaltung dann hast in gewissen Maßen, aber... Hast du aber halt nicht. Es ist... Mittlerweile musst du echt schauen, dass du dich fürs Alter vorsorgst. Dass du nicht einmal deine letzten 5 bis 10, 15 Jahre vielleicht... Ja, oder du machst es wie mein Pap. Du stirbst einfach, wenn es vorbei... 3 Tage vorher. Das ist halt blöd. Die hätte 3 Tage das war wirklich da war ich natürlich erstmal traurig, dass mein Pap gestorben ist und auf der anderen Seite so unfassbar grantig, weil ich mir gedacht habe, seitdem ich auf der Welt bin, seitdem ich denken kann, weiß ich, Pap hat immer nur geschmeint, irgendwann in Rente Kruzifix, wenn die scheiß Arbeit und Kack und keine Ahnung. Und 3 Tage vor Renteneintritt, ungelogen, muss er sterben. Das ist seine Sache. Das ist der goldene Stern
von dem der Staat träumt. Genauso. Genauso. Du zahlst bis zum letzten Tag und dann verreck am besten noch am gleichen. Habe ich dir. Genau. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, Alter, what the fuck is this? Ja, aber auch nicht das Side-Fact, Opa und Parteibapp liegen auch nebeneinander, gell? Das stimmt. Ja? Fast. Meinst du, sie kennen? Nee, Da haben wir schon mal drüber geredet, gell, was wir meinen, was danach ist. Ja, ja gut, das war jetzt ein Thema, da kannst du gar nicht. Ja. Ich glaube nichts. Meinst du nicht? Ja. Ich glaube, es ist wie das, was bevor du auf der Welt warst. Einfach just ja, aber nothing. was waren davor? Ja, nix. Ich weiß nicht mehr, oder was? Ich weiß es nicht mehr. Nix. Ich weiß nicht, ja. Just nothing, als das schlafen. Ich glaube, dass du halt, also ich kann mir schon vorstellen, dass du wirklich, dass du halt schlafst, dass du wirklich wartest, bis du wieder am Leben bist, in was für einer Form auch immer. Weil du musst dir die Seelen irgendwo herkriegen. Oder Da glaube ich, haben wir schon mal drüber geredet, über diese Nahtoderfahrungsleute und so weiter, die ich auf einmal in meinem YouTube-Algorithmus drin gehabt habe und keiner weiß warum, habe ich mir das mal angeschaut. Die Vorstellung ist schon ganz nett, was die verzeihen. Es wäre ganz nett. Natürlich. Ja. Die Frage ist halt, ob einfach nur das Hirn einen Notfallschalter umlegt und sagt, alles klar. Wahrscheinlich. Und dann siehst du da irgendwelche Sachen und bist. Das ist wie wenn du schon mal davon gehört, wenn ein Heroin-Junkie davon schmerzt, wie sich so eine Spritzen anfühlt. Wenn alles das Beste ist auf einmal und alles ist voll super und dann wird es warm von den Füßen auf und keine Ahnung. Und so ganz ähnlich erzählen die das auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da dein Hirn Schalter und dann wirst du mit so viel Adrenalin zugeschissen, dass du noch weißt, wo hinterm vorne ist. Ja, das. Und danach ist dann nichts, so irgendwie, weiß ich auch nicht. Keiner weiß, ich meine, aber irgendwie. Ja, müssen halt mal auch noch probieren. Und dann sagen, das war. Spaß. Haben wir mir gerade die Aufforderung zum. Nein, just no. Ich kenne euch. Seitdem ich seit 4 Wochen an meinem Daisy-Server arbeite und weiß. Keine Eier. Traust du nicht. Nein. Spaß. Keiner liest und keiner hört wirklich aufmerksam zu. Just don't. Please don't. Na. Okay? Wenn ihr Probleme habt, redet mit Leuten oder mit mir. Schreibt zum Florian an, wenn du Probleme hast, schreib's der Spezi-Wirtschaft, mir beleidigt man euch dann. Aber bitte ruf nicht an. Bitte ruf nicht an. Außer du bist zwischen 20 und 28 Jahre alt und bist von 10 gefragten Typen mindestens eine 8. Im Schnitt. Dann darfst du gerne anrufen und ich kümmere mich. Ja, und vertrockst mindestens das. Also, das. Das rote die kleine rote Rakete. Rote Rakete. Haben wir gut aus dem Selbstmordthema rausgegeben. Gut, haben wir gut die Kurven gefunden. Nur nicht wieder im Kreisverkehr, jetzt müssen wir ausfahren. Haben wir noch irgendwas? Das war schon wieder sehr politisch, keine Ahnung, da rede ich mich auch gerne in Rage. Wir haben noch einen verstorbenen Fußballer. Oh, der Kaiser. Rest in Peace, Franz. Ja. Ganz ehrlich. Der kann uns sagen, wie es ist. Franz! Schaut's nicht aus! Sag mal! Es geht natürlich darum, eine deutsche, unfassbar krasse Legende ist gestorben, der Franz Beckenbauer. Absolute Fußballlegende, wenn nicht eine der größten Fußballlegenden der Welt. Die wissen nicht, wer. Na. Wer? Nicht einmal Gerd Müller kommt da auch nicht im Ansatz. Ich meine jetzt auch nicht in Deutschland, sondern weltweit. Wen haben wir da noch so auf dem Kaliber? Madonna. Pelé. Aber Pelé war auch ganz lang vorher, oder? War Beckenbauer und Pelé zur gleichen Zeit? Ich weiß nicht mehr. Zumindest Spielerzeit, sagen wir es so. Ich glaube nicht. Ich glaube, Pelé war vorher. Beckenbauer war 74 Weltmeister, oder? Ja. Selber als Spieler. Ich habe leider keine Daten. Das war 20 Jahre vor meinem Geburtstag. Ja, ist doch wurscht, du bist doch Fußball interessiert. Ich überhaupt nicht. Ja, aber was interessiert mich das, was vor mir 54, 74, 90, 2010. So hat man sich gemerkt. So stimmen wir. Ja, so hat man sich gemerkt, wann wir Weltmeister waren. 90, das weiß ich, da war ich zumindest schon auf der Welt. Aber da habe ich es natürlich nicht so mitgekriegt. Da war ein Trainer und ist Weltmeister geworden. 74, glaube ich, als Spieler. Und das haben nicht viele. Der hat ja alles gewonnen. Und das Einzige, was er nicht gewonnen hat, ist, glaube ich, dieser, mittlerweile heißt der Europacup. Also nicht das unter der Champions League. Das hat er nicht gewonnen als Spieler, sondern als Trainer. Also er hat wirklich, glaube ich, alles mitgenommen. Ich glaube, der Einzige, der den dann so überholen kann, ist ein Messi. Der müsste jetzt ein Trainer werden und Weltmeister als Trainer werden. Vielleicht auch als Trainer. Der Europameister geworden, oder? Argentinien ist Europameister geworden, ja. Der hat doch Weltmeister. Das war doch Weltmeister. Ja. Wieso muss das ein Trainer machen? Dass er als Trainer auch Weltmeister wird, das meine ich. Das ist das Einzige, was der Beckenbauer ja eigentlich nur voraus hat. Und eventuell als Trainer ja Champions League gewinnen. Er war Spielertrainer. Messi. Wieso wird das schwierig? Der hat ja noch 30 Jahre Zeit im Prinzip, dass er Trainer macht. Dann ist easy.
Kann ich auch. Kann ich auch. Ich weiß, glaube ich, die Zeit hätte ich dann Ja, kaufen wir alles zusammen, das wird schon. Kaufen wir alles zusammen für die Nationalmannschaft. Ist was Wahres dran. Ja, gut, stimmt. Wenn natürlich ein Messi aus Argentinien rausfällt, dann damit nochmal. Es klingelt. Das klingelt mir wurscht. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, die dauert es halt ein wenig länger. Ja, Stunde 40. Ja, der Franz. Habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, er hinterlässt irgendwie, weiß ich nicht, 120 Millionen. Kinder. Da 120 Millionen Kinder. Und selbst dann darf ich ihm ein High Five geben. Und ist aber sesshaft in Österreich und dass da keine Erbschaftssteuer gibt, hat der Staat wieder mal nichts verdient. Das hat tatsächlich jemand geschrieben, da sage ich, du dummes Arschloch. Das ist auch wirklich eine Sauerei. Und ich hab mir dann kurz überlegt, ich habe doch ziemlich viele Österreicher in der Community. Wie kriegt man eine Staatsdingsbumschaft, damit ich auch keine Erbschaftssteuer zahlen muss? Kann man das irgendwie regeln? Lass mir mal beibetschen. Wann wandern wir jetzt eigentlich nach Madeira aus? Ja, da meine ich, müsste man nur 2-3 Folgen aufnehmen. Ja, die Leute müssen eher spenden. Ja. Kann ich mir bitte einen Madeira-Urlaub springen lassen, das war... Ja, so scheiß auf Geld. Mein Gott, bei den 100er beschwert er sich immer und dann so Madeira-Urlaub, da darf er sich ja nicht beschweren. Ja. Weiß ich aus sicheren Quellen. Aber für 2 Personen. Für 2 Personen und Hund. 2 Personen und 2 Hunde. Ja. Und 3 Katzen. Und 3 Katzen. Die mittlerweile so fett sind, 5 Katzen. Aber... Stimmt. 5 Katzen, aber die haben Übergewicht. Aber 2 von meinen übergewichtigen Katzen sind immer noch kleiner wie eine von deinen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mistviecher. Leider. Ja, vor allem. Aber gleich teuer sind sie. Ja, ich war ja nur mal beim Ich sitze. Geh mal pokern, ich sitze Plötze. Ich sitze und finde, okay, ich bin raus. Diese Mistviecher. Ehrlich war. Ehrlich war. Haben wir sonst noch? Ja. Gedenkminute für den Kaiser. Gekauft. Ein Anzug, warum? Ja, weil ja halt auf so einer Intronisation bin von so Garde-Zeugs-Gedöns. Ich habe kein Wort verstanden, was? Eine Intronisation, formuliert, was das heißt. Das ist praktisch so diese Einführung, oder die stellen ihre Gardeprogramme vor, da wo halt die Garde tanzt, da wo irgendwelche... Welche Garde? Die Schweizer Garde? Die Gummelfingergarde zum Beispiel, das ist recht bekannt. Was denn die so? Tanzen. Die dann halt so sie durch Gegenwerfer und so. Warum gehst du da hin? Weil die Freundin von meinem Bruder ist dabei. Ja, und das heißt ja nicht, dass du mein Bruder ist dabei und die Familie dazu und wir werden uns da halt ordentlich einen reinlöten. Aber so richtig. Ja. Aber so richtig. Dass man sie mein Bruder hat nur, ich hab lachen müssen, mein Bruder und ich haben uns doch sehr ähnlich auf einmal macht da WhatsApp-Gruppen und schreibt dann da eine, nur nochmal, um das festzuhalten, in den Pausen sieht das Ganze dann hoffentlich so aus und dann ist da einer, der wo sich komplett zurückkippt mit irgendwas. Also es wird schon hart. Und es geht immer jetzt, nur Saufer und LOL. Und Pornos. 228 Tabs. Minimum. Vor allem so ab dem 10. wird so, das kannst du kaum verzeihen. Ich habe auch einen Kumpel, der ganz oft bei Discord so streamt, also der zeugt sein Bildschirm her, weil er uns talkt, aber manchmal zeigt er uns halt nicht nur sein Spiel, sondern sein Inkognito-Tab. Sondern den Inkognito-Tab. Aber ich muss wirklich sagen, das ist richtig human, was der so guckt. Da denkst du ja, okay, ist halt so ein einfacher Porno. Und wenn ich so das Revue passieren lasse und ich mir denke so, oh. Da wurde dich in diesem Post-Nut-Moment, da wo wirklich die Post-Nut-Depression kommt. Post-Nut-Clarity, ja. Ja, diese Depression in dem Moment kommt, da denkst du dir, ach du Scheiße, in dem Moment war so richtig geil, oder? Ja, mach zu, disgusting. Da wo es erst über die nächsten 10 Minuten an den Spiegel schauen konntest. Du ekelhafter Wichser. Ja. Ja, wenn das nicht das beste Schlusswort für die erste Folge 2024 war, dann weiß ich es auch nicht. Was sollen wir machen? Na, aber und einen Pro-Tipp gibt es noch, der Inkognito-Tab ist gar nicht so inkognito. Und bist mit dem netten Hinweis und weißt, woran man merkt, dass du Wichser bist? Wenn er Post-it auf deiner Webcam pickt. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns und hören uns nächsten Sonntag. Frühestens, ja. Hoffe, dass Kani auch wieder dabei ist. Schau dir den aufgeschwemmten Hammi und schreibt es mit runter, er soll mal was trainieren. Vor allem, es gibt aber gerne einen Leg Day. Die trainiert er nicht, die rasiert er bloß. Weiß ich nicht, was da über los ist. Ja, ist halt. Ist schön. Schön ist das. Das glaube ich nicht. Schwul! Also, was mit Blattert Gang hat immer gesagt, das schönste deutsche Wort, das sie kennen, ist schwul. Ist aber auch so. Ist aber schon schön. Ja, ist schon schön. Wunderschön. So, jetzt verpisst euch! Okay, ciao. Kein Bock mehr. Bis nächsten Sonntag und Like und Abo und die ganze Scheiße. Ist das eigentlich eine Spotify-Folge oder nicht? Ja, fangen wir mal wieder mit Spotify an, oder? Spotify ist ein Wichser.
Spaß. Späte Erkenntnis. Spaß. Tschüss. Spritzi voll. Mach es das darf ich nicht. Das ist übrigens ein Montagekleber.